und herzlich willkommen bei uns in der Churchbox. So schön hast du heute wieder eingeschaltet und so schön bist du heute mit dabei. Zwei spannende Themen. Das eine ist unser Next Step Lebensrat und das andere ist natürlich unser Buch Bibellesen wie niemals zuvor, was uns den ganzen Monat Januar sicher schon mal beschäftigt. Mit mir sind Isa Forster und David Hofer. So schön seid ihr mit dabei. Hallo, danke. Isa, dich kennen wir von Social Care. Du bist die Anlaufstelle, wenn irgendwas nicht rund läuft. Apropos Lebensrat bei uns, also bei mir oder bei irgendeiner Person im ICF. David, was machst eigentlich du im ICF? Ich bin zuständig für die Small Groups im ICF und gleichzeitig auch einfach, ich bin da, um Menschen zu helfen, Teil der Kirche zu werden, ein Zuhause im ICF zu finden. Oh wow, wie schön. Ein Zuhause im ICF, das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Wir alle drei waren ja Teil von einem der 5 Gebetsabende, die wir letzte Woche hatten im ICF. Und an dieser Stelle, wenn du diese noch nicht sehen konntest, es gibt sie auf YouTube zu schauen, bei ICF Church, unserem YouTube-Channel. Das lohnt sich unbedingt, weil da behandeln wir 5 verschiedene Themen, die haben mit dem Lebensrat zu tun. Und das wäre ein guter Tipp, wenn du das Lebensrad ausfüllen willst, da kommst du so richtig rein. Also schau sie unbedingt nach, ich gebe dir den ganzen Januar Zeit, nimm dir Zeit dafür. David, was meinen wir denn mit Lebensrat und Next Step im ICF? Genau, unser Next Step Lebensrat, das sind so, wir haben die 5 Lebensbereiche definiert. Glaube, Beziehungen, Gesundheit, Ressourcen und Arbeit. Wow, schön der Reihe nach. Ja, das sind die 5 Lebensbereiche. Und ja, wo wir einfach Gott immer wieder fragen wollen, den Heiligen Geist fragen wollen, hey, wo in welchem Lebensbereich, wie stehe ich da, wo bin ich vielleicht gut, wo vielleicht auch weniger und wo kann ich wie einen nächsten Schritt machen, um Jesus ähnlicher zu werden. Und genau das wollen wir jedes Jahr im Januar uns einfach Zeit nehmen dafür und eben deswegen auch die Gebetsabende genau zu diesen Themen. Isa, jetzt kommt das ja schon, könnte auch stark nach Selbstoptimierung tönen. Ist es so? Also Selbstoptimierung oder Selbstreflexion, wie man das auch nennen kann, ist für mich ganz persönlich, und da kann ich jetzt für mich sprechen, etwas sehr Edles. Weil ich finde das nicht irgendwie Druck oder so, weil ich denke, wenn Gott mit mir einen Prozess startet, dann ist das mega schön und dann weiß ich, dass er mich ja nicht unter Druck setzt. Und er sagt ja in seinem Wort auch, dass wir ihm immer ähnlicher werden sollen. Und das kann ich nur, wenn ich mich selbst anschaue und nicht das Gefühl habe, ich bin okay, so ich bin. Natürlich bin ich okay, aber ich darf mich selbst optimieren. Das finde ich mega wichtig. Und ich mache das jeweils so, dass ich mich dann auch frage, okay, woher komme ich? Was bringt meine Vergangenheit mit sich? Was sind meine natürlichen Fähigkeiten zum Beispiel? Und dann aber auch, was sind meine Werte? Auf was lege ich den Fokus und was ist meine Leidenschaft, für was brennt mein Herz? Und dann auch, was hat Gott mir für übernatürliche Gaben und Talente geschenkt? Und dann das ganze Package kann ich zusammennehmen und dann weiß ich, okay, ich möchte ein guter Verwalter sein mit dem, was Gott mir gegeben hat. Und in diesem Sinne finde ich das überhaupt nicht irgendwie Druck oder komisch, sondern ich weiß ja, Gott segnet mich mit all dem, damit ich eben ein Segen sein kann für andere, für mein Umfeld. Und in dem Sinne ist das völlig legitim und auch wünschenswert. Denke ich. So cool. Also der Wert kommt nicht durch das, was ich erreiche oder durch das, was ich leiste, sondern weil sich mein Leben entfalten kann, wird es eben wertvoll und das ist für mich wirklich genauso eine Motivation. Wir haben icf.ch/Lebensrat, eine Seite für dich bereit, wo du das Lebensrad auch downloaden kannst und einfach in aller Ruhe mal durchlesen, um was es eigentlich geht. Das ist ein Probekapitel aus unserem Buch vom letzten Jahr. Falls dich interessiert und du das hast, nimm's doch noch mal hervor und nimm dir wirklich Zeit, dieses Lebensrad auszufüllen. Du kannst ja nicht überall jetzt 10 Punkte haben, musst du nicht. Und wir haben auch festgestellt, es gibt Leute, die bewerten sich grundsätzlich besser als andere, spielt auch keine Rolle, weil es ist sozusagen ein Spiel gegen dich selber. Aber David, wenn man jetzt zum Beispiel herausfindet, dass bei den Ressourcen, wenn man sich selber reflektiert, eigentlich das Bankkonto nicht das aussagt, was man eigentlich sich wünschen würde. Was haben wir denn für Möglichkeiten im ICF?
Das Geniale ist, gerade mit unseren Small Groups, dass wir das machen wir auch ganz konkret, immer am Anfang vom Jahr wirklich dieses Lebensrad noch hervorzunehmen, da jeden Lebensbereich von 1 bis 10 eigentlich wie mich selbst zu raten. Und jetzt, gerade wenn zum Beispiel im Bereich von den Ressourcen da ist, wie merke, hey, ich brauche da Unterstützung, dass wir im Rahmen der Small Group, da gibt es vielleicht auch Spezialisten genau in diesem Bereich, die mich unterstützen können. Das ist ja auch das, was Small Group ausmacht, miteinander unterwegs zu sein, Leben zu teilen. Ja. Und manchmal gibt es aber Dinge, die überschreiten so wie die Kompetenz von den Small Groups und die Personen, die in der Small Group sind. Und da haben wir Möglichkeiten, Beratung, Finanzberatung zum Beispiel, wo ich über ICF-CH Hilfe mich melden kann, um dann eigentlich wie auch Hilfe zu erhalten, Beratung zu erhalten. Oder genau, wenn jemand gerade sagt, hey, ich möchte oder habe ganz generell eine Frage oder hey, so eine Small Group, das wäre was für mich, dann ist ICF-CH/Connect der richtige Ort, um sich zu melden, wo wir einfach dann unterstützen und weiterhelfen. Sehr schön. Das sind 2 Angebote von Homepages, wo du unbedingt besuchen sollst, wenn du merkst, da ist etwas. Lass es nicht einfach vorbeiziehen. Das neue Jahr hat erst begonnen und es ist eine neue Chance und die Kraft Gottes, die hilft. Isa, ganz konkret, was Next Step für dich persönlich? Wie sieht das aus? Ja, also eigentlich in jedem Bereich, das ist immer gut und schön, aber ich habe mir jetzt einen Bereich ganz besonders rausgepickt und das ist der Glaube. Ich möchte wirklich im Glauben wachsen, im Sinne von Bibellesen wie niemals zuvor. Dieses Buch hat mich so krass inspiriert und ich möchte wirklich in Bezug auf Bibellesen, ich möchte besser oder wie soll ich sagen, intensiver beten können mit Bibelworten, nicht mit meinen eigenen, sondern ich möchte wirklich, dass die Bibel so krass in mir lebt, dass ich da einfach Verse zücken kann, ohne dass es irgendwie dogmatisch oder künstlich ist, sondern einfach, dass es aus mir rausfließt. Ja. Und das ist mein tiefster Wunsch und den möchte ich wirklich verankern dieses Jahr. So schön, wie du auch an deinem Gebetsabend gesagt hast, das Wort Gottes ist eine der besten Medizin, also die Wahrheit von Gott für unser Leben. Und das bringt mich noch mal kurz zu unserem Buch, das wir geschrieben haben, zusammen mit vielen Volunteers, Bibellesen wie niemals zuvor. Es gibt ab heute 31 ganz kurze 1 Minuten Videoclips, die dir ein bisschen Einblick geben in so ein Kapitel. Und hier siehst du eine von Björn Schäfer. Habe ich schon 1000-mal gelesen, bunt markiert in meiner Bibel, ist nichts Neues für mich. Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Vorgestern drüber gepredigt, Hunderte von Menschen bei unserer Family Gospel Experience und Dutzende von Leuten haben sich eine Starterbibel abgeholt, wurden gerettet, yes and amen. Aber was macht der Vers mit mir noch? Und dann habe ich die Querverweise-Schnitzeljagd mal gemacht und bin auf den Bibelvers Römer 8, Vers 32 gekommen, wo es heißt, Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns gegeben, das kenne ich. Aber wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Und dann habe ich gedacht, ja Jesus, genau, du kennst ja meinen Herzenswunsch für 2023. Und wenn du mir deinen Sohn gibst, wie viel mehr wirst du mir auch das schenken? Ich will dich heute motivieren, wenn du was schon kennst, schon 1000-mal gelesen hast, mach mal die Querverweise. Ja, so gut. Die 31 Videos kannst du auf unserem YouTube-Channel sehen oder auf dem Telegram-Channel, wenn du ihn abonniert hast, oder auf Instagram. Und mein Wunsch ist, dass es dich inspiriert und einen Zugang schafft zur Bibel fürs Jahr 2023. Ich hoffe, dir damit einen Überblick gegeben zu haben, was Lebensrat und Bibellesen wie niemals zuvor ist, und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss! Warum soll ich an